Danke vielmals, Steffi. Ich möchte mich zuerst noch schnell anschliessen, dem Erbauungsteil. Ich bin heute Morgen auch sehr erbaut worden, und zwar, wo wir da oben am Betten waren vor dem Gottesdienst. Ich habe angefangen am 9 Uhr und nach dies nach sind immer mehr Leute dazugekommen und wir haben gebetet und sind in der Gegenwart von Jesus, und es hat so gut da, einfach zusammen zu Jesus zu kommen und zu hören, was er sagt und wie er da ist, wie er wirkt, wie er gegenwärtig ist. Und ich möchte auch Jesus Danke sagen. Einfach, er ist nicht erst am 10 Uhr am Morgen da, wenn der Gottesdienst losgeht, sondern er ist einfach da und wirkt und will zu uns reden. Ich habe das Gefühl, die Bibelstelle, die ich heute mitgebracht habe, ist eine einfache Bibelstelle zum Verstehen, aber eine herausfordernde Bibelstelle zum Handeln. Und ich bin gespannt, was Jesus wird tun. Das Thema ist, wem Jesus begegnet. Jesus möchte Menschen begegnen. Er möchte uns begegnen heute an dem Morgen, im Alltag. Aber Jesus will auch Menschen begegnen, die nichts von ihm wissen, die hoffnungslos sind, die im Dreck sind und in Finsternis sind. Diesen Menschen möchte Jesus genau gleich begegnen, weil er liebt sie. Und ich finde das manchmal so herausfordernd, dass Jesus das so oft genau durch uns machen will. Und ich frage mich manchmal, wieso? Wieso hat Jesus das so bestimmt, dass er uns, dass er seine Gemeinde, dass er die Gläubigen, seine Nachfolger brauchen, um Menschen zu begegnen? Es wäre doch einfacher, würde er ein paar Engel schicken oder so. Komm, die machen das viel besser als wir. Aber irgendwie wird Jesus uns brauchen. Und ich finde das selber manchmal sehr herausfordernd. Darum wollen wir schauen in der Bibel, wie ist Jesus Menschen begegnet. Wir wollen schauen, wie sendet Jesus uns zum Menschen begegnen. Und wir wollen uns fragen, ja, was können wir da lernen? Welchen nächsten Schritt hat Jesus für uns parat? Und ich möchte euch bitten, einfach das Herz aufzumachen. Nicht nur den Verstand, um es zu verstehen, sondern das Herz. Was ist der Schritt, den Jesus für euch mitgeben will? Ja, ich weiss nicht, wie es euch geht. Heute Morgen können wir vielen Menschen begegnen, da. Aber noch viel mehr Menschen können wir begegnen, wenn wir aus den Kirchen rausgehen. Wir müssen das mal lesen. Jesus schickt uns in den Garten. Der Garten von Gott ist halt ein bisschen grösser als das um Killer rundherum, vielleicht könnte man sagen. Gut, wir sind miteinander unterwegs in dieser Bibelstelle im Lukas 10 und wir wollen das miteinander einfach lesen. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wir haben schon einiges über den Text nachgedacht. Mich ermutigt er extrem, wirklich zum Herrn der Ernte zu gehen, bitten, beten, dass er sein Werk vollbringt und dass er Arbeiter sendet. Und es ist interessant, wie dann die Geschichte weitergeht. Bittet der Herr der Ernte. Und dann als nächstes sagt Jesus, der Jünger, die da sind, und jetzt geht hin. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Gerade am letzten Sonntag haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Geht hin. Jesus sendet uns zu den Menschen. Mega interessant. Und jetzt heute, wenn wir die nächsten 2 Verse miteinander genauer anschauen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Tönt relativ simpel und einfach, oder? Ganz klar. Also ich glaube, die Jünger, die das Zweite haben losziehen, die haben genau gewusst, was sie machen sollen. Es ist natürlich die Frage, was bedeutet das für uns? Ist es für uns auch so sonnenklar? Und wie sieht das dann in der Praxis aus? Also das ist einfach, das sind die kurzen 2 Verse.
Und es gibt ganz viele spannende Sachen, die man da drin entdecken können. Ich habe so wie 4 Punkte da rausgenommen. In der Mitte sieht man die 2 Verse und 4 Punkte, die da dazu passen. Und es fängt an mit, wenn ihr in ein Haus kommt. Also Jesus schickt seine Jünger, dass sie gehen irgendwo hin, in die Städte und Dörfer, dass sie schauen, da hat es Häuser, dass sie hingehen, vor die Türen, anklopfen, dann geht die Türen auf und dann gibt es die Möglichkeit, entweder werden sie reingelassen oder auch nicht. Es ist interessant, dass Jesus voraussetzt, dass sie ganz viele Sachen machen, dass sie sich aufmachen, dass sie hingehen, dass sie anklopfen tun. Und dann vielleicht auch ein Herzpopperle haben. Was passiert jetzt, wenn man da anklopft? Also es ist eigentlich etwas ganz, ganz Praktisches, was da passiert. Es ist auch eine Ermutigung an die Jünger, wenn ihr reingelassen werdet, dann nehmt die Gastfreundschaft an. Das finde ich eigentlich noch schön. Nehmt die Gastfreundschaft an, dort, wo ihr hingeht. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für uns? Heißt das jetzt, sobald der Gottesdienst fertig ist, gehen wir das Zweite zu allen möglichen Häusern, einfach anklopfen und schauen, ob wir reingelassen werden. Und wenn wir Glück haben, gibt es ein feines Mittagessen. Und wenn man Pech hat, halt nicht. Ich glaube, der Kern dieser Aussage, die wir auch bis heute für uns wirklich ernst nehmen können, ist, zu den Leuten hinzugehen und, ich sage jetzt mal, an ihr Leben anzuklopfen. In Kontakt kommen, in Begegnung kommen. Das ist der Kern, der eigentlich bleibt bis heute. Natürlich dürfen wir auch mal bei jemandem ans Haus klopfen, ist klar. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo wir mit Menschen in Kontakt kommen und anklopfen an ihr Leben. Darum, so wie das Prinzip oder der Grundsatz, der in dem ersten kurzen Sätzchen drin steckt, ist einfach Zeit haben für neue Menschen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich meistens sehr wohl, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin. Und manchmal, wenn ich mich auf neue Menschen einlasse, weiss ich ja nicht genau, was mich erwartet. Für die einen ist das ein super prickelndes Erlebnis. Für andere kann das eine Herausforderung sein. Für mich ist es immer wieder eine kleine Herausforderung. Auf was lade ich mich ein? Was passiert jetzt? Und egal wie du tickst, vielleicht geht es dir gleich wie mir, vielleicht ist das dein Lebenselixier und du kannst gar nicht anders. Aber für mich ist einfach der kurze Satz eine Aufforderung, zu Menschen hinzugehen, in Begegnung hineingehen zu neuen Menschen, ans Leben anzuklopfen. Ich würde sogar sagen, ganz natürlich im Alltag, wo man unterwegs ist. Also ich stelle mir das nicht kompliziert vor, dass man jetzt einen Masterplan machen muss, an welches Haus man will anklopfen gehen und dann die Wanderschuhe anlegt und hinwandert und so. Sondern im Alltag. Bei der Arbeit. Mit jemandem einen Kaffee trinken, in der Kaffeepause macht man ja sowieso. Wir reden ja miteinander. Oder bei einem Firmenapero, das man hat. Oder zum Beispiel mit jemandem zusammen, das würden wir Männer jetzt vielleicht machen, mit jemandem zusammen ein Bierchen trinken. Wobei es gibt auch Frauen, die gerne das machen, mit jemandem zusammen. Was machen so, wenn Männer sagen, wir zusammen ein Bierchen trinken, was würden Frauen machen? Komm, wir gehen ein Käferli trinken. Gut, dann würden wir jetzt auch noch anschliessen, ein Käferli trinken. So ganz natürliche Alltagssachen. Aber bewusst Zeit haben für neue Menschen. Und ich möchte dich an dieser Stelle fragen, wie viel Zeit hast du für neue Menschen? Vielleicht solche, wo du schon 20 Jahre mit ihnen schaffst, aber noch gar nicht richtig geredet hast. Vielleicht sogar da, wo du schon seit 5 Jahren jeden Sonntagmorgen begegnest, aber auch noch nie Zeit gehabt hast. Oder vielleicht auch ganz neu. Es geht dann weiter. Jesus sagt, sprecht zuerst Friede sei diesem Haus. Also wenn ich mir das jetzt ganz praktisch vorstelle, in der damaligen Zeit, sind die Jünger von Jesus gekommen, das sind ja Juden gewesen, und sie haben dann das ausgesprochen, den Gruß, den sie kennt haben, Shalom oder Shalom Alechem, Friede sei dir. Das ist so der übliche Gruß, den man damals hatte. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie das denn da vorgegangen ist, die sind gekommen und haben das gesagt und die Antwort hat dann gleich getönt, ausser es war natürlich einer, der mit den Juden, mit dem Glauben an den Gott nichts anfangen konnte. Der hat dann vielleicht einen anderen Gruß gehabt oder hat anders gegrüßt oder hat vielleicht gar nicht reagiert auf das und hat gesagt, oh nein,
Wenn du so kommst, dann kannst du wieder gehen. Hätte ja auch passieren können. Und ich habe mich noch ein bisschen gefragt, was bedeutet das für uns? Wir haben andere Grüße bei uns. Sali. Und einfach anklopfen. Sali. Ich glaube es nicht, dass es um das geht. Ich glaube es nicht, dass Jesus darum sagt, bringt Frieden zu dem Haus. Sagt zuerst Friede, sei diesem Haus. Es hat etwas zu tun mit Frieden bringen. Es gibt eine ähnliche Stelle, wo Jesus auch die Jünger aussendet und sagt, gehen zu den Häusern. Und dort sagt er, in Matthäus 10 ist das, wenn ein Haus würdig ist, dann geht dort rein. Also es hat auch etwas mit würdig sein zu tun. Also Frieden bringen, würdig sein. In diesem Zusammenhang kann das eigentlich nur bedeuten, würdig sein, auf den Frieden zu hören. Also jemand, der ein offenes Ohr hat dann quasi für den Frieden. Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, ja, was für ein Frieden ist denn da gemeint? Was für ein Frieden soll man bringen? Für die Juden damals war es klar, Shalom, der Frieden von Gott. Nicht ein irdischer Frieden, nicht ein äußerlicher Frieden, sondern ein innerer Frieden mit Gott. Ich finde das auch etwas Wunderbares. Wenn Jesus uns sendet, wenn Jesus uns zu Leuten schickt, die Begegnungen rein, dann müssen wir nicht gehen und irgendwie mit dem Finger auf Menschen zeigen, irgendwie über Sünden anfangen reden oder so, sondern als allererstes sind wir Friedensboten. Dürfen wir den Frieden von Gott bringen? Ich finde das super. Im Alten Testament sind Propheten immer gesendet worden. Sie sollen sagen, dass muss Buß passieren und dass sie umkehren müssen und dass sie sündhaft leben und sonst kommt das Gericht. Aber uns sendet Jesus als Friedensboten. Wir dürfen kommen und den Frieden von Jesus bringen. Ich mache das also lieber als andere, muss ich schon sagen. Den Frieden bringen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das können ihr ja alle. Die einen sogar Tennis, das ist dann für die Vorgeschrittenen vielleicht. Das Ping, oder? Frieden dir, Frieden deinem Haus. Und dann das Bong, was kommt dann zurück? Das ist dann interessant. Wird das gerade abgeschmettert oder läuft der andere vielleicht gerade davon? Keine Ahnung. Aber auch so das Ping, Frieden bringen. Für mich bedeutet das ins Gespräch kommen über den Friedensbringer an sich. Ich habe mir das vorgenommen, dass wenn ich in Begegnungen bin mit Menschen, dass ich versuche, irgendwie sie über den Glauben anzusprechen, über Jesus. Manchmal klingt das gut, manchmal überhaupt nicht, aber bei dem Ping merkt man dann schnell, was für ein Punkt zurückkommt. Ich bin letztens da auf dem Bänkli gesessen, ich habe da verschiedene Orte, wo ich beten gegangen und wenn es heiß ist, ist es da noch schön beim Bächli, dort ist es ein bisschen frischer, oder? Dann bin ich dort auf dem Bänkli gehockt und sind zwei andere Leute gekommen und haben auch anhocken. Da habe ich natürlich gerade Platz gemacht und sind angehockt und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt Ping. Dann habe ich gesagt, ich sitze amigs da zum Betten, weil da am frischen Wasser, das passt so gut. Und bin dann gespannt, was zurückkommt. Und es ist amigs wirklich interessant, was dann zurückkommt. Einfach so, was für ein Gespräch entsteht. Irgendwie sind wir ins Gespräch über Kielen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, da ist die FWG, das ist doch dort, wo der Pokémon, der Pastor ist. Und das habe ich ein bisschen schmunzeln. Ich gesagt, nein, Philemon, nicht Pokémon, das bin ich. Ich dachte, ja, gut und so. Das war super. Das ist ein interessantes Punkt zurückgekommen. Ja, mit Leuten ins Gespräch kommen. Einfach dort, wo wir unterwegs sind. Vielleicht bei der Arbeit, eben beim Käfeln, beim Bierchen trinken. Den Frieden aussprechen. Oder einfach irgendetwas aussprechen, um so ins Gespräch zu kommen. Bei der Arbeit, ich bin sehr froh, dass das auch immer wieder als Beispiel kommt. Ich kann da ein sehr gutes Vorbild sein als Pfarrer. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe, ehrlich gesagt. Aber ich finde es im Alltag wirklich gar nicht so einfach. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Der eine liebt das wahrscheinlich wahnsinnig gut, der andere vielleicht überhaupt nicht. Ich weiss es nicht. Aber Frieden bringen. Frieden bringen. Ich glaube, so an diesem Punkt ist es wichtig, dass man über das Wort Frieden nachdenkt. Was meint Jesus, wenn er von Frieden redet? Ist in der damaligen Umwelt sind die Griechen dort gewesen.
Die Griechen haben das Verständnis von Frieden, dass das einfach ein glückliches Zusammensein von Menschen bedeutet. Jetzt im Alltag kennt man ganz viel unglückliches Zusammensein von Menschen. Also ich kenne dort schon auch Frieden, aber ich kenne dort auch viel Unfrieden. Die Römer damals haben die Vorstellung von Frieden, dass das einfach ein Rechtsverhältnis zwischen zwei Parteien darstellt. Dann ist Frieden, oder? Pax, latinisch Frieden. Pakt kommt von dem Wort, wir schließen einen Pakt miteinander, dann ist Frieden. Wenn ich heute überlege, ich bin auf Wikipedia geschaut, was ist die Definition von Frieden heutzutage? Das ist interessant, es hat ganz viel damit zu tun. Es stehen so verschiedene Sachen dort, aber etwas, was mich noch spannend gedacht hat. Abwesenheit von Konflikt. Wenn kein Konflikt ist, dann ist Frieden. Wenn kein Krieg ist, dann ist Frieden. Ja, das finde ich echt noch schön. Aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie ein bisschen beängstigend. Oder? Man lässt den anderen einfach in Ruhe. Man lässt den anderen in Frieden. Ist das jetzt Frieden? So, man geht einfach auf Distanz voneinander. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mich dazu gebracht, dann zu schauen, was meint Jesus mit Frieden? Was meint die Bibel, wenn sie von Frieden redet? Und es geht immer darum, dass man den Frieden von Gott kennenlernen kann. Und zwar, dass man Geborgenheit findet bei Gott, dass man Ruhe findet bei Gott, dass man das Wohlbefinden hat bei Gott, dass man einen Frieden hat, der innen dran ist und nicht außen dran, dass man einen Frieden hat, der nicht von äußerlichen Umständen abhängig ist, der nicht von dem perfekten Rechtsverhältnis abhängig ist, der nicht davon abhängig ist, ob alles perfekt läuft im Leben oder wie die Weltsituation ist, sondern ein Frieden, der innen dran ist. Jesus hat gesagt, dass wir Frieden haben, wenn wir in ihm sind, dass wir in ihm Frieden haben können, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Also wenn Jesus von Frieden redet, meint er nicht, dass irgendwie eine harmonische Umwelt hergestellt wird, eine Gesellschaft, wo alles perfekt läuft und dann können wir Frieden haben. Sondern Jesus sagt, in mir habt ihr Frieden, sogar wenn ihr in der Welt Angst habt. Mega interessant. Jesus redet auch davon, dass der Frieden nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Jesus Frieden haben, das ist nicht etwas, was einfach natürlicher Art und Weise passiert auf dieser Welt. Weil es gibt auch andere Sachen, die natürlicher Art und Weise da sind. Es gibt etwas, das den Frieden kaputt macht oder uns von dem Frieden von Gott trennt. Und die Bibel beschreibt das immer wieder als Sünde. Als das, was wie eine Feindschaft zwischen dem Menschen und Gott steht. Als dort, wo wir uns von Gott wegkehren. Als dort, wo wir sagen, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Dort, wo wir sagen, ich weiß es besser als er. Oder wo wir sogar sagen, ja, Gott, ich weiß nicht, Gott gibt es gar nicht. Das ist eine Illusion. Und so weiter. Dort kommt Unfrieden. Und es gibt einen, der uns Frieden bringen kann. Und es ist ganz interessant, er macht das durchs Kreuz. Und ich habe da eine Bibelstelle, die ich gerne mit euch lesen will, um zu verstehen, was mit dem Frieden gemeint ist. Im Kolosser 1 heißt es, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn, durch Jesus Christus, hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Genau das ist da beschrieben, die Trennung. Schon interessant. Eure bösen Gedanken, eure Taten trennten euch von ihm. Ihr wart seine Feinde. Also Jesus beschreibt das, oder die Bibel beschreibt das da, dass wir Menschen, wenn wir auf dieser Welt leben, wenn wir nichts von Gott wissen wollen, dann leben wir im Unfrieden mit Gott. Und vielleicht hörst du jetzt zu und denkst, ja, das kenne ich. Ich kenne das, sobald ich über Gott anfange nachzudenken. Über Jesus kommt so ein Unfrieden in mir. Irgendetwas stimmt nicht. Du merkst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Dass etwas kaputt ist, was eigentlich zusammen gehören würde. Dass ein Unfrieden ist, sogar fast ein bisschen eine Feindschaft. Aber Jesus hat ja einen guten Plan. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden. Also das, was Jesus am Kreuz da hat, das wäre jetzt eine eigene Predigt, um darüber zu reden. Aber offensichtlich bringt uns das Frieden mit Gott. Es wird da ganz kurz zusammengefasst, wenn man weiterliest. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt
hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Also der Friede, wo Jesus bringt, bedeutet als erstes, dass wir das Geschenk von der Vergebung von Jesus annehmen und dass er dann die Verbindung zu Gott wiederherstellt, dass er die Feindschaft beseitigt und uns wieder in die Gegenwart von Gott hineinholt. In die Gegenwart von Gott, dass wir bei Gott Ruhe finden können, dass wir bei Gott Frieden finden können, dass wir bei Gott einen inneren Frieden haben können, der nicht von äußerlichen Umständen abhängig ist. Es wird aber auch bei diesem Text dann klar, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Also wir werden aufgefordert, im Glauben das zu ergreifen. Im Glauben zu ergreifen, ja, ich brauche den Frieden von Jesus. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche seine Gnade. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie den Frieden bewusst ergriffen und in Anspruch genommen. Ich habe noch nie mein Leben für Jesus so aktiv aufgemacht und gesagt, Jesus, komm du in mein Leben, bist du mein Frieden. Dann will ich dich einladen, das heute zu machen. Zu Jesus zu kommen und das in einem einfachen Gebet ihm zu sagen. Ihr müsst allerdings an diese Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden. Sogar auf Embracho. Und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Vielleicht suchst du nach dem Frieden. Vielleicht bist du jetzt am Zuhören. Ich möchte dich einladen, dass du den Frieden wirklich aktiv suchst und Jesus in dein Leben einlädst. Dass die Feindschaft beendet wird. Und wenn du jetzt merkst, wie etwas dagegen kämpft, dann ist das genau wegen dieser Feindschaft. Dann ist ein Kampf da und eben nicht der Frieden. Du hast später Zeit im Gottesdienst, während wir wieder dann werden singen, dass du mit jemandem ins Gebet kannst kommen. Du kannst eine Gesprächsbox buchen, Kontakt aufnehmen, um den Frieden zu finden. Vielleicht bist du da und sagst, du hast Jesus, den Friedensstifter, schon lange in dein Herz aufgenommen, aber du empfindest trotzdem keinen Frieden in deinem Herzen. Dann will ich dich ermutigen, auch vielleicht gerade ins Gebet zu gehen nachher, oder ins Gespräch mit Jesus selber oder mit einem anderen Christ und zu schauen, wieso ist da kein Frieden? Wo ist ein Unfrieden? Und wo gilt es ganz bewusst wieder, einen Lebensbereich aufzumachen für Jesus, dass er reinkommen kann und seinen Frieden bewirken kann. Jesus will uns einen inneren Frieden schenken, der grösser ist als alles, was außen dran ist. Und wir sind da am Lesen im Lukas, gehen hin und sagen, Friede sei diesem Haus. Den Frieden dürfen wir bringen. Und für mich einfach eine Ermutigung zu sagen, hey, im Gespräch mit Menschen, mit neuen Menschen, ein Ping zu machen und zu sagen, Friede, Jesus, Shalom. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht etwas, um so ein Ping zu machen. Shalom. Dann denkt der andere, hey, was läuft jetzt mit dem? Was sagst du mir da? So ist man im Gespräch, oder, über den Frieden. Der dritte Teil. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Ich habe mir eben überlegt, was bedeutet es damals? Also wahrscheinlich sind dann die Juden, die Jesus nachgefolgt sind, zu diesen Häusern gekommen und haben gesagt, Shalom. Und entweder ist der Gruß zurückgekommen, Shalom. Da ist jemand, der offen ist für Gott. Das ist ein Kind vom Frieden. Und so hat die Begegnung können starten. Was bedeutet das für uns heute? Frieden? Ist da jemand, der offen ist für Gott? Okay. Dann können wir zusammen ins Gespräch kommen über Gott. Oder im Bild von Türen geredet. Ich klopfe an, ich schaue, ob die Tür aufgeht. Oder nicht. Wieder das Spiel mit dem Ping-Pong. Manchmal haben wir so die Frage, wir reden über Menschen, die offen sein für Jesus. Es gibt so viele Leute, die suchen, die Jesus suchen. Manchmal wissen wir nicht genau, wer. Und wir fragen uns, ja, wie können wir dann herausfinden, wer? Und es ist echt da ganz simpel. Mach ein Ping. Sag mal etwas. Dann merkst du schon, ob der Frieden, ob das ankommt. Ob ein offenes Herz da ist, eine offene Tür. Oder auch nicht. Das kann auch anders sein. Also wenn wir uns fragen, wie können wir so Menschen finden? Wir nennen sie gerne oft den Kai und Wilma. Wie können wir so Kais finden? Wie können wir so Wilmas finden? Mal ein Ping machen.
Frieden bringen. Schauen, was passiert. Ist eine offene Herzenstür da? Oder wird einem die Tür vor der Nase zugeschletzt? Kann auch bedeuten, dass es vielleicht einfach im Moment nicht offen ist, später vielleicht schon aufgeht. Aber es dunkelt mir eigentlich so ganz natürlich. Anklopfen und schauen, was passiert. Dann offene Türen. Suchen und finden. Offensichtlich gibt es die, weil Jesus sagt, die Ernte ist gross. Und dann als viertes heißt es noch, wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Also Jesus sagt den Jüngern quasi, wenn ihr dann geht, es kann sein, dass die Tür zugeschlitzt wird, müsst ihr keine Sorgen haben. Ihr verliert wegen dem den Frieden sicher nicht. Ihr müsst keine Sorgen haben. Und gleichzeitig sagt Jesus auch, ihr könnt euch völlig entspannen. Die Reaktion, die passiert, das ist nicht eure Verantwortung. Eure Verantwortung ist, hinzugehen, anzuklopfen, Frieden bringen und offen sein. Offen sein für die Reaktion von diesen Menschen, die man begegnet. Und das finde ich noch recht ermutigend. Offen sein auch für jede Reaktion. Wir können damit rechnen, dass offene Türen da sind, weil Jesus sagt, die Ernte ist gross. Wir können aber auch damit rechnen, dass Türen zugeschlitzt werden. Und das gibt es, das kann passieren. Für Jesus ist das kein Problem, für uns vielleicht in dem Moment schon. Offen sein für die Reaktion, die kommt. Manchmal, wenn ich über das Thema nachdenke, wie das denn im Alltag aussieht, wie einfach fällt es mir, mit Menschen in Begegnung zu kommen, in Kontakt zu kommen, mit Menschen über den Glauben zu reden, dann denke ich, wow, das ist echt mega schwierig. Aber wenn ich mir überlege, wie sich das Jesus vorstellt, dann ist es echt das Natürlichste, was es gibt. Also ich weiss nicht, wie ihr das macht, wenn ihr neue Menschen kennenlernt. Normalerweise fange ich dann an, dann fangen wir an zu reden miteinander. Dann sagt man irgendetwas und schaut, wie reagiert der andere. Vielleicht findet man ja ein gemeinsames Interesse, oder? Und plötzlich hat man ein Gesprächsthema. Sagt man, hey, ja, weisst, mit meinen Kindern und so. Und der hat gar keine Kinder. Gut, anderes Thema. Weisst, im Fall beim Fußball, das hat mich jetzt schon noch. Und vielleicht, nein, Sport auch nicht. Mit dem Auto habe ich immer so ein Problem. Nein, das Auto auch nicht. Dann sucht man irgendwie. Und, ich habe im Fall ein Handy, hast du auch eins? Das Handy hast du auch? Und schon hat man ein Gesprächsthema. Das hat ja jeder. Das ist ein Geheimtipp. Das ist ganz natürlich, oder? Man redet miteinander und plötzlich gibt es etwas. Du kennst einen, der einen kennt und der kennt einen, den ich kenne, der einen kennt und so weiter. Es gibt irgendeine Verbindung, findet man immer. Und genau so ist das, so stelle ich mir das vor. Frieden bringen. Da gibt es eine Verbindung. Interessant. Oder, nein, da gibt es keine Verbindung. Okay. Man kann trotzdem ja auch weiterreden. Vielleicht gibt es noch ein anderes Gesprächsthema. Kann auch ganz spannend sein. Aber es ist echt so natürlich, wie wir umgehen, wie wir miteinander reden. Also nicht jetzt in der Kirche, sondern ganz allgemein in unserer Gesellschaft. Wir reden miteinander. Das ist absolut spannend. Gestern habe ich jemanden wieder mal kennengelernt, den ich schon länger kenne. Und wir haben bis jetzt noch nie ein Thema gefunden, wo wir zusammen darüber reden können. Und plötzlich gestern haben wir eins gefunden. Und das ist wunderbar gewesen. Ich habe plötzlich herausgefunden, dass der ja in Kolumbien mal in der gleichen Stadt war, wo ich auch mal in die gleiche Stadt gereist bin in Kolumbien. Das musst du mal herausfinden, oder? Aber das war super gewesen. Und plötzlich hat man ein gemeinsames Thema und es war dann auch interessant gewesen. Es war ein Thema gewesen, wo dann wirklich so ein Ping war, weil er war dort, um ein christliches Hilfswerk zu besuchen und kennenlernen. Und dann habe ich natürlich auch erzählt, was ich dort gemacht habe oder es war ein super Anknüpfungsthema gewesen, wo wir dann reden konnten über verschiedene Sachen. Also es dunkelt mir etwas absolut Natürliches. Und jetzt habe ich euch eingeladen heute, um über das nachzudenken, so die 4 ganz einfache Sachen, aber auf dem Titel steht, wem Jesus begegnet. Wem Jesus begegnet. Und ich habe mich gefragt, wie macht das Jesus? Und habe gemerkt, er macht es genau gleich. Jesus geht zu den Menschen hin, er nimmt sich Zeit für sie, er macht das Ping, der Levi am Zoll, hey Levi, komm, folg mir nach. Wie es bei dem gegangen ist, Pong, ja komm, hat alles stehen und liegen lassen, ist gerade mit Jesus mit. Krass. Dann sind sie zusammen hingegangen, in sein Haus, die sind sogar wirklich in sein Haus hineingegangen, haben gegessen, haben eine riesige Party gemacht mit allen anderen Zöllnern und dann sind die Frommen gekommen und haben gesagt, Jesus, du hast doch da nicht mit diesen Sündern und so weiter. Und Jesus hat gesagt, wieso, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Das war für ihn so nicht klar. Und Jesus, der am Brunnen hingeht, in der Mittag sitzt und ist dort eine Frau.
Es fängt so ein Gespräch an. Gib mir Wasser. Ah, Wasser. Wenn du wüsstest, welches Wasser ich dir geben kann. Das lebendige Wasser. Ping pong, oder? Und plötzlich sind sie mitten im Gespräch. Oder Zachäus. Hallo da auf dem Baum. Oh, hallo. Ich muss heute zu dir essen kommen. Ping. Und es hat geklappt, es hat einen Punkt gegeben. Aber es gibt auch die anderen Beispiele. Am letzten Sonntag hat uns Simon 2, 3 von diesen Beispielen erzählt. Der Reiche, der zu Jesus kommt. Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus sagt, okay, ping. Verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Es ist kein Punkt zurückgekommen. Die Tür ist zugegangen und der Mann ist weggelaufen. Es gibt auch verschiedene solche Begegnungen, die Jesus hat. Aber ganz interessant, Jesus geht wirklich zu den Menschen hier, er hat Zeit für sie, er lernt neue Menschen kennen. Er fragt sie etwas, spricht sie an auf etwas, es gibt eine Reaktion, vielleicht entsteht etwas, vielleicht auch nicht. So hat Jesus das selber gemacht und so sendet er auch uns und begegnet durch uns, in uns, anderen Menschen. Ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst. Ich finde, es ist eigentlich recht einfach. Ich finde, es ist aber auch recht schwierig. Jetzt können wir mal eine Umfrage machen. Wer findet es einfach? Wer findet das ein schwieriges Thema? Wer findet das im Alltag einfach? Wer findet es schwierig, auf Menschen zuzugehen? Wie wollen wir das machen? Wie können wir das machen? Ich habe mir auch überlegt, wie wir das nicht vergessen können. Einfach als Erinnerung, als Idee ist das Booklet. Ich stelle mir das vor, es ist eigentlich so ein bisschen wie eine Krücke, die uns im Alltag erinnert an das, was wir wollen. Und da hat es den Abschnitt mit Begegnung. Vielleicht ist es heute dran, dass du sagst, ja, ich will wirklich versuchen, aktiv Menschen um mich herum zu begegnen und zu schauen, wo gibt es offene Menschen, wo gibt es so Kais und Wilmas. Es ist da auf der Innenseite, hat es den Abschnitt von der Begegnung drin, wo du kannst sagen, okay, jetzt kann man noch ein bisschen blättern, genau, so, das Fähnchen. Ich begegne aktiv Menschen und suche Kais und Wilmas. Vielleicht ist das für dich sonnenklar und du hast jetzt schon lange ein Höckchen gemacht. Vielleicht bist du nicht mehr am Ping-Pong spielen und schon lange am Tennis spielen. Umso besser. Ich merke aber selber für mich, dass ich sehr gerne Ping-Pong spiele, aber manchmal vergesse ich es auch wieder völlig. Ich finde es schwierig. Ich finde es herausfordernd. Es braucht immer wieder Überwindung. Es braucht immer wieder ein aktives Hingehen, eine bewusste Entscheidung und nicht zu vergessen im Alltag. Das Büchlein vielleicht in seine Bibel hineinlegen oder an einen Ort, wo man es sieht. Ah, Begegnung. Stimmt, Begegnung. So eine Krücke haben im Alltag. Ich finde es aber auch schwierig, weil es tönt so einfach, aber manchmal ist es dann gleich ganz herausfordernd. Dann fängt so das Ping-Pong an und dann verläuft es im Sand. Oder dann kommen Herausforderungen, dann gibt es Rückschläge, dann kommt man ins Gespräch und man merkt, es ist ein steiniger Weg. Es geht nicht so geschwind. Irgendwie braucht es Energie. Man merkt vielleicht, das ist auch ein Kampf, ein innerlicher Kampf nach dem Frieden. Ich habe mir überlegt, welche Beispiele soll ich euch heute erzählen. Und ich habe gemerkt, ich habe im Moment vor allem Beispiele, die ich herausfordernd finde, die ich schwierig finde. Ein Beispiel, wo es Rückschläge gibt, das Fortschritt. Beispiele, wo ich selber nicht so handle, wie ich eigentlich gerne würde mit meinem Kopf. Und ich merke, dass es der ganze Weg vom Begegnen zum Hingehen zum Menschen, dass das ein beschwerlicher Weg ist. Dass es ein steiniger Weg ist, vielleicht sogar ein staubiger Weg. Ein Weg mit Hindernis. Ich habe mir überlegt, ist das wirklich so? Es tönt so einfach, ist das so? Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Jesus sagt, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Jesus hat nicht gesagt, es wird easy peasy. Es ist völlig kein Problem, das fordert niemand raus. Im Gegenteil. Jesus hat gesagt, wie Lämmer unter die Wölfe, okay. Das Licht, das in die Finsternis scheint, in der Finsternis ist es nicht so angenehm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer die Finsternis im Leben so richtig kennt, das ist nicht angenehm. Das ist kein schöner Ort. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und nachher, als ich mir das überlegt habe, habe ich gedacht, ja, was soll ich jetzt sagen in dieser Predigt? Es ist auch eine Predigt, die ich euch auffordere für einen schweren Weg, für einen herausfordernden Weg, für einen Weg voller Dreck, voller Rückschläge. Ein Weg, der nicht leicht ist.
klingt nicht so attraktiv. Es gibt Themen, wo man einfacher könnte jetzt einfach predigen darüber. Ich habe mir überlegt, was soll ich euch sagen? Ich würde einfach sagen, ja, jetzt macht das. Wieso soll jemand das machen? Wieso soll jemand so einen schwierigen, steinigen Weg wählen? Das ist interessant. Jesus sagt uns, er sendet uns, er schickt uns hin. Wieso ist es ihm so wichtig? Wieso ist es ihm wichtig, dass der Friede zu den Menschen kommt? Ich habe gemerkt, es gibt einfach nichts Besseres. Es ist einfach der beste Weg, auch wenn es ein steiniger Weg ist, auch wenn es ein schwieriger Weg ist. Es ist das Beste. Ich habe mir überlegt, wo findet man das Gold? Wo sind Diamanten? Im Dreck verbuddelt. Hast du das schon mal überlegt? Und wenn wir im Epheser 6 lesen, wie wir uns kleiden als Christen, dann heisst es, ziehen Stiefel an von der Bereitschaft, vom Evangelium, vom Frieden. Für was zieht man Stiefel an? Dass man durch den Dreck durchlaufen kann. Dass man auf dem Feld trotzdem irgendeinen Halt hat. Also wenn wir heute über das Thema nachdenken, dann musst du dich fragen, bist du bereit, die Stiefel anzulegen? Bist du bereit, in den Dreck zu laufen? Bist du bereit für einen steinigen Weg? Bist du bereit, den Frieden zu den Menschen zu bringen? Weil es ist das Beste, wo jeder Mensch haben kann, aber es ist ein steiniger Weg. Vielleicht fragst du dich, wann ist die Zeit denn dafür? Ich glaube, es ist jetzt Zeit, um zu den Menschen zu gehen. Um die Hoffnung, um das Evangelium zum Menschen zu bringen. Um den Frieden zu den Menschen zu bringen. Einfach anklopfen und anbieten. Friedensboten sein, Friedensträger sein. Es ist jetzt die beste Zeit, wenn wir überlegen, wo sind die Menschen? Oft die Finsternis. Vielleicht kennst du das selber auch, du kommst davon in der Finsternis und du brauchst den Frieden. Genau dort wollen wir doch hingehen. Aber das ist nicht unbedingt ein schöner Ort. Aber wir gehen nicht allein, wir haben Jesus. Jesus kommt mit uns. Wir haben den Heiligen Geist, der wirkt in uns. Und wenn du dich schwach fühlst, dann darfst du wissen, wir können gehen in Schwachheit. Man muss nicht stark sein dafür. Im Gegenteil, dort, wo wir schwach sind, dort ist er stark. Ja, und so möchte ich dich einladen, selber mit Jesus ins Gespräch kommen. Bist du bereit für einen schweren Weg, für einen steinigen Weg, für einen schwierigen Weg? Aber für den Besten, was es gibt, weil wir die beste Botschaft und Nachricht haben. Ich würde gerne in ein Gebet hineingehen, in eine Zeit vom Gebet, wo wir zusammen von Jesus kommen und auch ihn reden lassen. Jesus, was willst du uns mitgeben? Wo willst du uns hinführen? Welchen Schritt hast du für uns bereit? Und ich möchte euch einladen, dass wir zusammen, wenn du magst, dass wir zusammen aufstehen vor unserem Herrn Jesus und ihn fragen, was er will. Jesus, wir stehen vor dir. Du sendest uns. Und du weißt auch wieso. Zum Frieden bringen. Das Beste, was wir jemals selber empfangen können und das Beste, was wir jedem Menschen bringen können. Und Jesus, du sendest uns, auch wenn du weißt, dass es dreckig ist, dass es finster ist und dass es dunkel ist. Aber du sendest uns, weil du kommst mit uns mit. Du versprichst, dass du bei uns bist, überall, bis ans Ende der Welt. Und ich weiss nicht, wie es am Ende der Welt aussieht, aber es ist vielleicht nicht der hellste Ort. Du sagst, wir sollen die Stiefel anlegen, dass wir ausgerüstet sind und Halt haben. Jesus, wir dürfen Halt haben in dir. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns an dein Herz anführst. Dass du uns an dein Herz anführst und dass wir deinen Herzschlag spüren für Menschen um uns herum. Für die Liebe, die du hast für sie. Für die Liebe, die du hast für uns. Für den Auftrag, den du hast, um deine Liebe, deine Hoffnung zu den Menschen zu bringen. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst zu erkennen, dass du gerade durch uns Menschen begegnen willst. Dass wenn wir gehen, dass nicht wir gehen, sondern dass du gehst. Dass wenn wir mit Menschen reden, dass nicht wir reden, sondern dass du redest. Und Jesus, ich will dich an dieser Stelle auch bitten, dass dort, wo das ein Kampf ist und wo Gedanken auch, die falsch sind von der Lüge, uns hindern daran, dass du die wegräumst. Wenn wir denken, wir haben keine Zeit, ich will dich bitten, Jesus, dass du den Gedanken wegräumst, weil du gibst uns Zeit, du gibst uns Begegnungen, du gibst uns so viele Möglichkeiten im Alltag. Und wenn wir denken, wir können das nicht, dass wir auch diesen Gedanken wegräumen können, weil Jesus, du sendest uns und du willst durch uns wirken. Und wenn wir denken, wir müssen zuerst perfekter Christ sein, das ist falsch. Wir wollen bitten, Jesus, dass du auch diesen Gedanken wegnehmen kannst. Im Gegenteil, du sagst, wenn wir schwach sind, dort kannst du stark wirken. Und wir wollen uns senden lassen, auch in unserer Schwachheit.
Und wenn du denkst, du kannst erst losgehen, wenn all deine Probleme gelöst sind, so bitten wir dich, Jesus, dass du auch diesen Gedanken kannst wegnehmen kannst. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt, um zu den Menschen zu gehen. Jesus, ich bitte dich, berühre du unser Herz. Amen. Ich möchte zum Schluss kommen. Du darfst gerne wieder ansitzen. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, oder im Livestream und denkst, ja gut, die FEGler da, die sollen das machen. Aber ich will dich ermutigen, egal zu welcher Kirche das du gehörst, oder zu gar keiner Kirche, wenn du Jesus glaubst, dann sendet dich Jesus. Es ist wichtiger als eine Kirchenzugehörigkeit. Es ist wichtiger, als ob du da vor Ort bist oder daheim auf dem Sofa. Das ist der Auftrag, den wir haben, und ich will dich ermutigen, dass du dich anstecken lässt, um zu Jesus zu gehen und mit ihm zu den Menschen zu gehen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir bewusst Jesus Ehre geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ihm mit unserem Singen, mit unserem Maul Ehre geben, aber auch mit unserem Handeln, mit unserem Tun Ehre geben. Es ist auch eine Zeit, wenn du merkst, du willst mit jemandem zusammen beten, vielleicht genau für den Frieden, dann darfst du auch hinterher gehen. Wir haben 2 Leute, die bereit sind, um mit dir zusammen zu beten, um dich zu segnen, um etwas einfach Gott anzulegen. Du darfst mit dem Anliegen, das du hast, gehen. Wenn du merkst, es ist gut, um mit jemandem zu beten, dann würde ich dich einladen, während der nächsten Lieder hinterher zu gehen und einfach auf die Leute zuzugehen. Sie haben so einen Badge an, wo es steht Ministry Time. Das ist auch die Zeit, wo dir gedient wird im Gebet. Also du kannst das gerne nutzen. Du kannst jetzt auch einen Moment noch ins Gespräch kommen mit Jesus und ihn fragen, Jesus, was hast du für mich parat? Vielleicht das auch gerade da reinzuschreiben als Erinnerung. Jesus, wohin willst du mich senden? Und ich möchte dich auch einladen, zum bewusst Jesus Ehre geben. Ehre geben, indem wir auf ihn hören und handeln, wie er sagt. Und Ehre geben, indem wir es auch miteinander aussprechen.